Christen heiraten viel zu früh. Geistliche Reife ist wichtiger als sexuelle Attraktivität. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir haben diesen Wert, den wir auch immer wieder hochhalten, dass Sexualität in eine Ehe zwischen Mann und Frau, eine geschlossene Ehe gehört. Wir sind uns nicht immer so einig, ne? Nee. Da seht ihr das Wunder, dass unsere Ehe trotzdem funktioniert. Ich hatte zuvor eine sehr komplizierte Geschichte und ich war eigentlich zuerst noch nicht ganz so sicher, ob ich ihn überhaupt kennenlernen möchte und daten möchte oder nicht und so. Und dann war es dann ein bisschen ein Hin und Her. Und dann hat er mal klar gesagt, hey, entweder daten wir uns oder wir lassen es. Aber ich mache nichts dazwischen. Für mich ganz klar, Red. Wir sind uns das erste Mal einig! Herzlich willkommen zu Sunday Night on Air. Ja, ihr habt einen schönen Podcast für euch, denn ich habe hier 3 der tollsten Menschen mit mir zusammen. Den tollsten Menschen natürlich meine Frau. Und dann ist Celine noch da. Wen hast du so mitgebracht? Ich habe meinen Verlobten mitgebracht. Ihr seid verlobt! Yes, also ganz frisch verlobt und seit 2 Jahren zusammen in einer Beziehung. Genau. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Seit 2008. Das rechnen? Ja, genau. Das ist 17 Jahre. Wow, 17 Jahre, es ist Crazy. so krass lang. Und, Ja. und Schön. zusammen in der Beziehung? 19. 19. Nicht 19 schlecht, Jahre, nicht krass. schlecht. Also ihr wart auch 2 Jahre zusammen und dann habt Ja. ihr geheiratet. Ja, genau. Okay. Ja. Yes, hey, wir machen ja ein Spiel zusammen heute und wir haben hier Statements, die ausgesucht wurden, die wir random ziehen werden und danach gibt es die grüne Flagge und eine rote. Wir zählen auf 3 und dann zeigen wir mit der roten an, wenn wir nicht zustimmen und mit der grünen, wenn wir zustimmen. Ich würde sagen, Sina, möchtest du gerade mal das erste Statement Natürlich. ausziehen? Gerne. Let's go. Ich bin gespannt. Wie starten wir hier? Also wenn ich das Statement nenne, dann muss ich ja keine Antwort drauf geben. Doch, oder? doch. wir alle nehmen dann die Flagge. Na gut, also ihr Männer, ihr seid doch von Natur aus untreu. Wow, okay. wir starten da Wow, gleich. das ist ein krasser Start. Okay, gut. Also kann jeder die Flaggen nehmen. Von Natur aus untreu. Braucht ihr noch einen Ich bin Moment? gespannt, Joel. Okay. Gut. 3, 2, 1. Okay, Sina, du hast gezögert. Sympathisch. Wir sind gleich. Du hast gezögert, ich hätte auch ein bisschen gezögert. Warum hast Ja, du das ist gezögert? einfach meine Denkgeschwindigkeit. Das ist einfach. Weshalb hättest du Ja, ich war gezögert? mir nicht, weil es gibt schon, also, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich oder es kommt einem Mann jetzt nicht leicht oder von Natur aus ist der Mann einfach treu. Also irgendwie das Statement einfach so umzukehren wäre auch zu einfach, dass Männer einfach automatisch irgendwo treu wären. Aber ich glaube, es ist schon, dass grundsätzlich ist, glaube ich, dass der Mensch von Natur aus oder so halt, wie ich es verstehe, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ganz speziell den Mann hat er geschaffen, dass er eine Frau will und seiner Frau anhängt. Das glaube ich schon, das ist so. Aber Gott hat dem Mann auch einen grundsätzlichen Sexualtrieb, sage ich jetzt mal, gegeben. Und dieser Sexualtrieb ist jetzt nicht, der Trieb in sich finde ich nicht von Natur aus, der ist monogam, der Trieb. Also nicht gleich wie bei Frauen. Bei Frauen auch nicht. Nein, bei Frauen Eben auch nicht, oder? Nö. Bei Frauen auch nicht. Aber ich glaube, die Frage ist so, da ist eine ganze Geschichte. Wenn jemand mir so eine Frage stellt, Ja, denke ich schon, wirklich. was ist mit dir passiert, was hast du erlebt, dass Ja, du so eine dass du Frage das stellst. denkst. Also, oder da ist ja viel Geschichte dahinter. Aber ich glaube, es gibt Leute, die das wirklich diesen Eindruck haben, wenn sie vielleicht Frauen, die Männer immer so erlebt haben oder vielleicht sogar ihren eigenen Vater oder Brüder oder irgendwie so oder Kollegen auch so immer erlebt haben, dann, dass das durchgeht, ja, Männer können halt nicht anders und die brauchen das halt. Und das finde ich eben auch nicht so. Ich finde es noch spannend, weil als ich im Austausch war, habe ich tatsächlich auch ganz viele Frauen miterlebt, die untreu waren. Und deshalb ist es für mich nicht so eine klare Schubladensache von Männer oder Frauen sind untreuer, sondern ich habe eigentlich wirklich krass beide Seiten miterlebt und gesehen, wie auch Frauen sehr untreu waren, aber auch Männer. Aber oftmals sich die Frau dann mit der Affäre was Ernsthaftes gewünscht hätte und da drin eigentlich eine Treue sich erwünscht hätte. Das fand ich noch spannend. Aber ich habe nicht so eine pauschale Erlebnis gehabt, dass jetzt irgendwie Männer untreu sind. Aber ich glaube, es ist oft erlebnisbasiert irgendwie. Ja. Ja, ich denke es auch. Also ich glaube, dass meistens vielleicht ist so ein Bild ist, dass man viel vielleicht in Filmen oder so sieht, dass oftmals der Mann als untreu dargestellt wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich würde mich jetzt auch euren Statements voll anschließen. Ich denke auch, dass es super
erfahrungsbasiert und eventuell vielleicht auch hängt es ein bisschen davon ab, in welchen Kreisen man sich umgibt. Jetzt gerade wie du meintest, dass du es auch schon die andere Seite das auch erfahren hast. Deswegen, ich kann es so sagen, aus meiner Erfahrung jetzt in meinem Umfeld kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen bei der Aussage, ja, Männer sind untreu. Ich glaube auch, das ist super unterschiedlich und wie du auch meintest, es bringt immer eine Geschichte mit, aber für mich ganz klar Red. Red Flag. Yes. Joel, willst du das nächste Statement ziehen? Okay, neben körperlichen Boundaries gibt es auch emotionale Boundaries vor der Ehe. Neben körperlichen Boundaries gibt es auch emotionale Boundaries vor der Ehe. Also kannst du es kurz erklären, wie ich erkläre es jetzt bewusst nicht, sondern erst nach der, wir sprechen nachher darüber nach der Abstimmung. Ich finde es so spannend. Einfach, also körperliche Boundaries, also wir haben das so gelebt oder wir haben diesen Wert, den wir auch immer wieder hochhalten, dass Sexualität in eine Ehe zwischen Mann und Frau eine geschlossene Ehe gehört. Und deshalb ist wahrscheinlich, das ist gemeint mit körperliche Boundaries, aber gibt es auch emotionale Boundaries vor der Ehe? Das ist die Frage. Und ich zähle da mal runter. 3, 2, 1, 0. Ich kann mich nicht entscheiden. Es kommt drauf an, was man darunter versteht. Aber eigentlich habe ich gedacht, ich würde Rot nehmen. Und war mir eigentlich ganz sicher, dass es keine emotionalen Boundaries vor der Hochzeit gibt. Nimm doch Rot, dann bin ich nicht so dann bist du nicht so alleine. Aber ich habe mir plötzlich überlegt, ich glaube, im Geistlichen gibt es für mich emotionale Boundaries. Also ich glaube, wenn zum Beispiel jemand in der Beziehung fast schon geistlichen Druck macht, sage ich jetzt einmal, dann ist das irgendwo eine emotionale, also ich weiß aber nicht, ob man das als emotionale Boundary zählen kann tatsächlich eigentlich. Aber wenn man zum Beispiel eben solche Dinge sagt wie, Gott hat mir gesagt, du wirst jetzt meine Frau oder so, das ist ja schon auch auf der emotionalen Ebene, weil man sich ja das vielleicht auch wünscht und dann kommt so eine Aussage mit rein und das finde ich zum Beispiel eine Boundary, die da überschritten wird. Aber ich weiß nicht, ob man das so zählen kann. Weil sonst würde ich auch Rot sagen. Weil ich glaube, emotionale Boundaries gibt es immer. Also ich habe mich jetzt mehr so darauf eingestellt, ja eben, man entscheidet sich ja wieder für, hey, ich warte noch, ich lebe diese Enthaltsamkeit, um dann eben mich meinem Mann oder meiner Frau hinzugeben. Aber emotional, wenn ich mich ganz bewusst zurückhalte und mich nicht zeigen will, wie ich eigentlich bin, dann ist das ja eine Verfälschung irgendwie für mich. Deshalb habe ich gesagt, nee, das ist ja eigentlich, man muss ja genau leben können und zeigen können, wer man ist und was man fühlt und empfindet und das Kennenlernen zusammen. Ja, da stimme ich dir zu. Dann wäre es bei mir auch so diese Seite, ja. Nein, Rot. Ah, Rot. Ich bin fast schon farbenblind, wie schon. Ja, also ich sehe das genauso. Also ich glaube, sich da zu verstecken oder etwas von sich selber nicht hinzugeben, emotional. Eben ich habe für mich ein Beispiel, wo ich sagen könnte, doch, in dem hatte ich so ein bisschen ein Ding. Also für mich war es wirklich nicht allein das Körperliche, sondern auch schon nur das gemeinsame Übernachten im Bett habe ich gemerkt, hey, das ist für mich eine Boundary. Und das hatte nicht jetzt im körperlichen Bereich etwas zu tun, sondern es war irgendwo durch für mich etwas Emotionales, wo ich gemerkt habe, so dieses Ganze zu teilen und dieses Ganze verbindlich, okay, wir gehören zusammen und teilen alles. Aber ich weiß nicht, ob das unter emotionales Boundary gehört, aber ich habe jetzt das so ein bisschen, war für mich, habe ich wie gespürt, dass das geht für mich irgendwo durch. Ich freue mich, wenn wir das uns sparen für die Ehe, das schon nur ein gemeinsames Bett. Also ich habe mal bei ihr in der WG übernachtet oder so, das hatten wir oder schon, aber dann war ich immer im anderen Zimmer. Dann war ich da, habe sie ins Bett gebracht und dann tschüss, oder sehr oft wirklich, dann habe ich noch den letzten Bus genommen zu mir nach Hause und dann bei mir zu Hause übernachtet. Das war für mich so etwas Emotionales. Ja. Ja, ich hätte es jetzt auch mehr bezogen, glaube ich, auf so Sachen, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt bei uns konkret, wo ich einfach eher Sachen habe, wo ich jetzt sage, boah, ich freue mich drauf, wenn wir dann verheiratet sind und dann das zusammen erleben oder Sachen zusammen durchgehen können. Aber ich glaube, ich kann mich mega gut deiner Aussage anschließen, weil ich denke, es ist super, super wichtig, dass man gerade vorher, sage ich mal, super, super offen ist und emotional irgendwie auch authentisch ist, sag ich mal.
weil ich denke, das kann sonst super, super schwierig sein, wenn man dort nicht sein Herz wirklich ganz öffnet dem anderen gegenüber. Weil sonst ist man dann vielleicht irgendwann in der Ehe und dann kommen Seiten zum Vorschein, wo man denkt, oh wow, die kenne ich noch gar nicht. Das wäre das andere Extrem, was mega schade wäre. Aber ich fand jetzt auch das von dir, Joel, super cool, weil ich denke, es gibt auch einfach so manche Dinge, wo man vielleicht einfach im Denken noch wie man hat diese verschiedenen Stufen in der Beziehung und man ist vielleicht auch emotional noch ein bisschen woanders. Man ist vielleicht jetzt bei uns gerade, wir waren zusammen und jetzt sind wir verlobt und wir merken, oh wow, es öffnet irgendwie was, es sind andere Themen, die man jetzt hat, ganz klar, logisch, man plant eine Hochzeit und hat so durch auch natürlich andere Thematiken, aber ich finde das zu einem gewissen Punkt auch irgendwo schön, dass man so Stück für Stück wie so ein bisschen diese Grenzen fallen lassen kann, aber jetzt in meinem Fall wäre das jetzt gar nicht so explizit, dass ich sage, oh, da und da habe ich eine Grenze und erst wenn der nächste Schritt kommt, dann ist das irgendwie, geht die Grenze, aber wie mehr so ein freudiger Schritt innerlich, jetzt noch ein Stück mehr zu geben, zu zeigen. Das ist schön. Ich mache weiter. Let's go. Christen heiraten viel zu früh. Jetzt könnt ihr uns judgen. Nein, wir warten einfach nach 2 Jahren. Christen heiraten viel zu früh. Boah, das ist eine gute Frage. 3, 2, 1. Ja. I can relate. Ja, weshalb hast du beide Flaggen? Es ist das frühe, ich finde das frühe Heiraten. Es gibt einige Themen bei den Christen, wo wir wo wir ein bisschen. Das Thema ist immer, wenn wir sagen, hey, Christen heiraten doch früher, dann hören es genau die Falschen. Und die eigentlich sich vor allem besser noch vorbereiten sollten auf die Ehe, die heiraten dann zu früh. Andererseits, es gibt Statistiken, die belegen, dass auch, also gerade unter Christen, die früh heiraten, ist die Scheidungsrate relativ tief, weil ein gutes etwas, was wichtig ist für die Ehe, ist, dass wenn man mit der Ehe dann auch zusammenzieht, das zeigt so auch, dass junge Christen sich sehr wohl bewusst sind, das ist jetzt ein Commitment für den Rest meines Lebens. Ich mache mich auf eine Reise und ich habe noch nicht alles zusammen, aber ich entwickle das jetzt mit meinem Partner zusammen. Und diese Einstellung, die ist eben sehr eine Green Flag eigentlich auch, wenn man so reingeht. Aber was sicher, es gibt Christen, die zu wenig gut vorbereitet dann in die Ehe gehen, nicht über alles sprechen oder auch ein bisschen blauäugig bei einigen Dingen dann wegschauen. Das finde ich. Was hast du? Ja, ich habe Rot gewählt, weil einfach, ich finde, irgendwie, ich störe mich an diesem Begriff ja zu früh. Ich glaube, ich finde es ja eben nicht falsch, dass man sagt, hey, wir wollen uns wirklich committen und wir haben ein volles Jahr füreinander und wir gehen ja nicht einfach mal blind in irgendwas rein, in eine Ehe rein, sondern es kommt irgendwie mehr darauf an, ob diese Personen sich wirklich echt mit Beziehung auseinandergesetzt haben. Und das findet man bei Christen wie auch Nicht-Christen. Also ich meine, man findet Pärchen, Nicht-Christen, die sind zwar mega lange zusammen, aber setzen sich nicht wirklich mit Beziehung auseinander und wer wir zusammen dann wirklich sind und was Ehe für uns bedeutet. Und die sind zwar lange zusammen, aber es geht nicht wirklich in die Tiefe und irgendwann geht es ja dann doch auseinander. Also irgendwie konnte ich das nicht so zusammenkriegen. Deshalb habe ich einfach mal Red Flag. Ich habe es jetzt andersrum, ich habe jetzt Grün gewählt. Ja. Eher aus dem Aspekt raus, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich zu früh im Sinne jetzt vom zeitlichen Aspekt. Ich glaube, das ist ja auch voll die Frage, wie definiert man zu früh. Also ist zu früh im Sinne von, man ist nur ganz kurz zusammen und heiratet direkt oder man heiratet super jung. Ist daher die Frage, ich denke jetzt gerade beim Thema zu jung heiraten, sage ich mal, es gibt ja auch super viele Paare, die sind vielleicht schon, die haben sich mit 15 kennengelernt und wenn die dann mit 22, 21 heiraten, haben die aber schon einen super langen Weg und sind mega viel miteinander gegangen. Ich werde jetzt trotzdem, bin ich jetzt für Grün gegangen, einfach aus dem Punkt, ich habe jetzt mega viel auch schon Geschichten kennengelernt von Paaren, wo auch die Ehe super läuft und es ist jetzt gar nicht, dass jetzt irgendwie was auseinandergebrochen ist, aber wo sie gesagt haben, hey, wir haben uns eigentlich zu wenig Zeit gelassen, wirklich
dieses Bewusstsein zu generieren, okay, was bedeutet Ehe eigentlich, was bedeutet es, sich dem anderen hinzugeben, was bedeutet vielleicht auch Ehe im christlichen Kontext für einen selber oder auch für die Beziehung für beide Paare. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo ich denke, dass oftmals man sich auf der Vorbereitungsebene man sich noch ein wenig mehr Zeit nehmen könnte. Ja. Ich hab Nein gesagt, weil ich denke, die meisten sind auch sehr durchdacht oder ich erlebe viele Christen, die durchdacht sind. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Partei von Christen, die vielleicht wirklich auch sehr schnell heiraten und sich eben nicht vorbereiten. Und ich glaube, da gibt es einige, die aber dann ein klares Commitment haben und das einfach auch dann weiter durcharbeiten und hinschauen und miteinander den Weg gehen. Und dann gibt es aber auch andere, wo es dann halt wirklich tricky wird und wo ich einfach auch schon miterlebt habe, dass sie gesagt haben, sie wären froh gewesen, einiges im Vorhinein klären zu können und angehen zu können. Aber ich finde es auch noch schwierig, was ist zu früh, was ist zu jung. Ich glaube, das ist auch so auf Beziehungsebene unterschiedlich. Ich glaube, Beziehungen sehen unterschiedlich aus und deshalb gibt es auch unterschiedliche Timings. Es gibt so viele verschiedene Charaktere. Ja, einige brauchen als Charakter, ich zum Beispiel brauche eine gewisse Zeit für große Entscheidungen. Andere wissen wirklich sehr schnell klar, was sie wollen und können dem dann auch standhalten oder festhalten, dass sie das wollen. Und ich glaube, da gibt es so viele Unterschiede. Ja. Eben auf der anderen Seite, man darf auch nicht erwarten, dass man sich dann irgendwann genug vorbereitet fühlt. Also auch, und dann heiratet man und dann merkt man, erst was man alles noch nicht besprochen hat, das geht ja weiter und dann verändert man sich krass. Also ich habe eine andere Frau geheiratet, als ich jetzt, also schon sie, aber es war einfach, mit 21 warst du noch so an einem anderen Punkt in deinem Leben. Und das ist einfach, da kommt noch so viel. 20, ja. Du warst aber über 20. Eben, ja, genau. Aber ich war eben nicht nur mit 20 oder 21 an einem anderen Punkt. Ich war dann ja auch mit 27 an einem anderen Punkt. Oder? Und das hört ja eben nie auf. Ja. Genau. Und also ich meine, wir kamen zusammen, als ich 18 war und wir haben dann geheiratet, als ich etwas nach 20. Also eben genau, früh, schnell irgendwie. Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, hey, wir wollen ein Team sein und Veränderungen, die hören nicht auf, sondern der Punkt ist für uns oder war und ist auch immer noch und wird es auch immer sein, wir wollen Veränderungen gemeinsam durchgehen. Und deswegen, oder war es in dem Sinne zwar früh vom Alter oder jung, aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden und eben darauf eingestellt, hey, genau, es bewegt sich immer was. Und mein Fazit ist, früh heiraten ist schon geil. Wirklich, ich habe das geliebt, diese Zeit zusammen, sich verändern, entwickeln und logisch, musst investieren in die Ehe, aber es ist schon geil, es ist mega schön. Es ist ein Investment, aber jetzt, wenn wir so zurückschauen können, auch die gemeinsamen Erlebnisse, ich habe die immer mit meinem Mann. Also ich kann zurückblicken und ihm sagen, weißt du noch, wo wir da waren und ich war da 18 oder 20 und so, die gemeinsamen Erlebnisse, das ganze Leben hinweg, das ist echt, so schön, ja. Das ist voll, also das finde ich voll cool. Ja, das ist mega schön. Was ein Schlusswort. Ich nehme die nächste. Okay. Dating to marry löst zu viel Druck aus. Dating to marry, okay. Habt ihr es? Okay, 3, 2, 1. Schon wieder? Ja, ich glaube, jetzt bist du dran mit deinem Statement. Okay, also bei mir persönlich hat das eben genau voll den Druck gelöst, gerade weil ich ja so jung war. Eine Freundin hatte mir damals dann gesagt, hey Sina, du musst ja nicht gleich heiraten. Date einfach mal, schau einfach mal, oder? Und du musst dich nicht gleich binden und alles ist oder so krass und schwer und so, einfach mal versuchen. Und daraus wurde dann etwas Festes. Aber das wurde dann auch aus freien Stücken und nicht aufgrund eines Druckes, so der normative Druck, der jetzt da was von mir erwartet, oder? Ich habe jetzt mal angefangen, jetzt muss ich das zu Ende führen und dann merke ich, eigentlich will ich doch nicht. Deshalb, ja, unbedingt kennenlernen, ausprobieren, ja. Also ich sehe das eigentlich schon gleich wie du. Also ich finde auch, man darf das entspannt angehen, aber ich glaube, es kann einfach auch hilfreich sein, eine Perspektive zu haben, wofür man das Ganze dann doch auch macht. Weil ich doch auch viele Beziehungen miterlebt habe, die hatten einfach einen Freund und das war cool und das war gut, aber man konnte sich keine Ewigkeit oder keine langfristige
Zeit zusammen vorstellen und dann frage ich mich schon, was machst du dann? Was bringt dir das? Das bringt dir Herzschmerz, das bringt dir Liebeskummer. Du hattest eine tolle Zeit, aber das war's dann auch wieder. Aber ich glaube schon, es braucht eine gewisse Balance. Also ich verstehe es schon auch, wenn Menschen sagen, es löst bei ihnen Druck aus, wenn sie nur daten, um zu heiraten, so. Aber ich glaube, es kann einfach eine gute Vision geben oder eine Perspektive, hey, wo wollen wir wirklich hin? Und es gibt einfach eine gewisse gesunde Ernsthaftigkeit, glaube ich, solange man es sich nicht zu einem zu großen Druck wachsen lässt. Und ich glaube, ich hatte auch immer das Verständnis, oder das wurde mir so mitgegeben von zu Hause, hey, wenn du in einer Beziehung bist, das ist vielleicht dein Ziel, aber du darfst ja jederzeit noch raus. Du bist eben noch nicht verheiratet. Ja. Genau. Oder auch sogar, wenn du verlobt wärst, du dürftest immer noch raus, du bist eben noch nicht verheiratet. Ja. Und dann finde ich, geht das eben wieder mit diesem, hey, ich habe das Ziel, ich date, um eigentlich jemanden zu heiraten, aber ich habe das Bewusstsein, ich darf jederzeit trotzdem noch rausgehen aus dieser Situation. Super wichtig, ja. Ja, ich denke, das kann auch je nach Situation aber auch einfach ein cooles Fundament sein. Also zum Beispiel bei uns gerade war das genau der Fall, dass wir eigentlich uns kennengelernt haben und recht schnell am Anfang in der Dating-Phase eigentlich gesagt haben, so hey, einfach zum Klarmachen, wenn wir daten, dann meinen wir es ernst, dann committen wir uns im Sinne von wir probieren das wirklich aus, aber nie mit so einem Druck, aber eher damit das Gegenüber eigentlich weiß, hey, ist jetzt nicht irgendwie so ein Spaß und wir lernen es jetzt mal so ein bisschen kennen und dann schauen wir mal irgendwie, sondern so nein, wir probieren das und entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht, aber ich denke jetzt gerade bei uns war das super cool, dass wir einfach dann wussten, okay, der andere hat die gleiche Vision, hat das gleiche Ziel und dann schauen wir gemeinsam, ob wir da hinkommen oder nicht. Aber ich fand jetzt bei uns beiden gerade, war das ein super schön eigentlich zu sehen, einfach auch ganz praktisch, okay, das Gegenüber hat den gleichen Ansatz, wie Dating gelebt wird oder mit welchem Zweck. Ja. Und ich glaube, uns hat das sogar sehr gut getan, weil ich hatte zuvor eine sehr komplizierte Geschichte und ich war eigentlich zuerst noch nicht ganz so sicher, ob ich ihn überhaupt kennenlernen möchte und daten möchte oder nicht und so. Und dann war es dann ein bisschen ein Hin und Her und dann hat er mal klar gesagt, hey, entweder daten wir uns oder wir lassen es, aber ich mache nichts dazwischen. Und das war mir schon auch bewusst und ich möchte das auch überhaupt nicht so leben, aber das hat mir schon nochmals geholfen, okay, Celine, entweder bist du jetzt ready und machst du diesen Schritt und lernst ihn mal kennen, aber auch unverbindlich, hat auch gesagt, hey, wir können uns 2-3 Mal treffen und wenn es nicht passt, dann gehen wir wieder getrennte Wege, kein Problem. Aber das hat mir schon nochmals diesen klaren Entscheid gegeben von, ich investiere jetzt hier oder ich investiere hier jetzt auch nicht. Ich glaube, das war schon auch ganz gut bei uns so. Ja, ich bin mehr jetzt bei dieser Frage auf dem Wort, also mehr darauf eingegangen, ich glaube, was macht den Druck wirklich aus, wenn zu viel Druck da ist beim Dating. Und ich glaube, es ist nicht, dass man den Wunsch hat und eigentlich darauf abzielt, dass man dann eben heiraten eigentlich möchte. Wenn man das aufgibt, eben ist das Risiko groß, dass es sich in eine komische Richtung entwickelt oder in eine Richtung, die man eigentlich gar nicht will. Also zu diesem Wunsch, wenn man den Wunsch hat, eigentlich möchte ich heiraten, muss man dazu stehen. Aber zum Beispiel, ich merke, dass wenn man sich schon zu sehr versteift auf, das muss jetzt doch klappen oder auch sorry, ich weiß, es ist schwierig, aber wenn schon sehr viele Gefühle mit im Spiel sind, dann ist es manchmal auch schwierig, dann irgendwie doch noch den Mut zu haben, den anderen Partner auch wirklich frei zu lassen. Hey, der andere darf jetzt entscheiden, was will. Einfach sobald dann, das macht ja dann den Druck, wenn man das Gefühl hat, das muss jetzt klappen oder wenn ich jetzt da bin oder mich darauf einlasse, dann wäre es so beschämend, wenn das nicht klappen würde. So diese Themen, dass man die Lockerheit möglichst behalten kann in dem drin. Ja. Ich würde sagen, nächstes Statement, oder? Du? Oder? Ja. Nicht? Weiß gar nicht. Nein, du. Spielt keine Rolle. Ja, egal. Ich mache Go for it. Social Media hat Dating und Beziehungen zerstört. Richtiger Mic-Drop-Moment. Social Media. 3, 2, 1. Wir sind uns nicht immer so einig, ne? Nee. Da seht ihr das Wunder, dass unsere Ehe trotzdem funktioniert. Wer will Ich fange nicht an, Nee, diesmal nicht. Nee. Malte. Ich bringe mal einen Gedanken. Ja. Also, ich finde jetzt zumindest erstmal vorab gesagt, ich finde, man darf jetzt so eine Aussage niemals als Ausrede benutzen. Ja, Social Media hat einfach Dating und alles kaputt gemacht. So. Aber ich glaube schon zu einem gewissen Punkt, zum Beispiel bringen es mal die Perspektive von, allein schon zum Beispiel so von
den optischen Standards. Also ich merke jetzt gerade als Perspektive als Mann, dass gerade jetzt auch Frauen zum Beispiel sich auf Social Media, was ja auch Sinn macht, auch Männer, ganz wichtig, ganz klar gesagt, aber wir alle zeigen uns meistens von der schönen Seite, wenn alles top ist, wir super aussehen, das beste, neueste Outfit anhaben. Und ich glaube, dass zu einem gewissen Punkt ist so die Vorstellung, gerade jetzt sage ich mal von einem optischen Ideal ziemlich verstellt hat, weil keiner von uns ist immer wacht auf und ist auf dem optischen 100% Punkt. Und ich glaube, dass super viel, also ich erlebe das auf jeden Fall in meinem Umfeld, dass gerade auch Männer ja so einen hohen Anspruch auch einfach an Äußerlichkeiten haben, weil das Social Media dir vorgibt, dass man dann ja fast schon auf das, was normal ist, fast schon ausblendet und dann vielleicht bei super vielen, vielleicht auch tollen Frauen oder so einen Bogen macht, weil man das Gefühl hat, irgendwie, ja, optisch ist nicht ganz 100% oder so. Und ich denke, das ist ein Punkt, auch aber auf der anderen Seite, dass gerade optische Standards sehr, sehr hoch gesetzt wurden durch Social Media und schon das Bild ein bisschen verzerrt haben. Ja. Realitätsbezug, genau, Ja. Fragezeichen. Ständige Vergleichbarkeit Ja. und auch Alternativen, oder? Oh, Man ja. sieht, okay, gut, wie komme ich bei anderen an? Da gäbe es eigentlich noch die ein oder andere Alternative und das ist schon immer bei Beziehungen auch eine Gefahr. Also man sieht auch bei Beziehungen oder man weiß aus Studien, die im Prinzip weniger Alternativen zur Verfügung haben, die sind dann eher beieinander und treu und so. Und dort, wo halt mehr Möglichkeiten vorhanden sind, dass da die Schwelle deutlich tiefer ist und deshalb auch die Gefahr für eine Trennung deutlich höher. Ja, das ist ja wie das Swipen, so die Genau. Suche nach was Besserem und ist da Absolut. vielleicht noch irgendwie etwas. Und es ist spannend Ja, und auch ein bisschen idealisiert. Man sieht dann den Mensch dahinter vielleicht gar nicht so, wie er wirklich ist oder mal krank im Bett und so, sondern genau, ja, etwas anderes. aber keine Ausrede. Also ich denke, so gerade für Mädels oder Frauen ist vielleicht auch das Romantisieren so ein Thema, weil auf Instagram gerade zurzeit sehr viel auch romantisiert wird. Und ich glaube, es kann manchmal wirklich auch schon für in der Beziehung selbst eine Herausforderung sein, wenn du da den perfekten Antrag online siehst oder die perfekte Hochzeit oder eben die perfekte Beziehung. Und es gibt mittlerweile so viele Couples-Pages und oh, meine Beziehung müsste vielleicht auch so und so sein. Und trotzdem finde ich, gibt es diese Influencer auch, wo genau die Reality-Checks machen und auch sagen, hey, bei uns in der Beziehung, es ist übrigens normal, dass wir streiten. Es ist übrigens normal, dass wir mal gelangweilt sind miteinander. Und deshalb würde ich das nicht so pauschal einordnen. Ich denke, es kann eine Challenge sein oder kann Dinge vielleicht auch schon zerstört haben oder Perspektiven verzerrt haben. Aber ich habe auch schon das andere erlebt, dass es auch wirklich schon Menschen zusammengebracht hat auf übernatürliche Weise, aber einfach auf eben eine spezielle Art und Weise und das ist mega cool rausgekommen und da irgendwie durch Instagram entstanden zum Beispiel. Deshalb finde ich, ist es nicht nur zerstörerisch, sondern kann es auch tatsächlich Sachen eröffnet haben oder ermöglicht haben, sage ich mal. Aber ich sehe schon auch, ich glaube eben, wenn man so in diese Welt zu fest reingerät und sich zu fest beeinflussen lässt, dann wird es schon kritisch, glaube ich. Ja. Ja, ich habe ja die rote Flagge genommen und ich sehe, ein Stück weit ist Social Media ist einfach nur eine Plattform, wo sich vieles dann abspielt. Und wenn man da die Rivalität nicht hätte, dann hätte man sie halt, wenn man zur Badeanstalt geht und da einander sieht. Oder, also ich glaube, ein Stück weit hat's immer auch ist ein Kampf mit dem eigenen Herzen, wenn es um Identitätssachen geht oder auch um Optionen, dann hast du am Arbeitsplatz. Und das ist, also es ist sicher, dass Social Media ist etwas, was man managen muss selber. Aber ich finde mehr, wenn du viel Social Media konsumierst oder viele Dinge, wo du spürst, hey, das macht etwas mit dir, dann glaube ich, dann ist es nur, ja, weil dieser Social Media Content, der trifft etwas in dir, wo es nicht gesund ist oder wo man irgendwo auch noch nicht so heil ist. Darum, ich glaube, dein Social Media Konsum ist immer ein Stück weit auch ein Spiegel, was geht eigentlich sowieso ein Stück weit auch mit dir ab. Und logisch kann es dann natürlich verstärkend sein, aber ich glaube, dass, ja, hätten wir Social Media nicht, dann wäre die Rivalität oder die Eifersucht oder der Minderwert, der durchkommt oder auch das wäre dann vielleicht einfach verlagert auf einfach an anderen Orten, glaube ich. Darum, ich sehe das mehr als die Ursache. Möglich wäre es.
Möglich wär's. Möglich wär's. Das lassen wir mal so stehen. Lassen wir jetzt so stehen. Okay, es geht weiter. Geistliche Reife ist wichtiger als sexuelle Attraktivität. Was ist, wenn man beides hat? Jackpot. Jackpot, ja genau. Ja. Sorry. Gut. Sina? Okay. Seid ihr ready? Nein, aber es ist okay. Okay. 3, 2, 1. 1. Das habe ich mir gedacht, dass die Frauen in der Krise. Ach so. Ich glaube nämlich, meine These ist, dass das vielleicht auch für die Männer noch ein kleines bisschen eine größere Rolle spielt. Nicht, dass es für uns Frauen keine Rolle spielt. Absolut nicht. Ich glaube, für uns spielt das auch eine Rolle, die sexuelle Attraktivität. Aber ich glaube, wie du es vielleicht schon vorhin erwähnt hast, der Mann ist schon noch mehr auf das Äußerliche aus und die Frau noch mehr auf den Charakter aus. Und Intellekt und so. Und Intellekt. Und ich glaube, geistliche Reife spielt halt mega fest in das charakterliche, Intellektuelle rein. Ich will auch nicht sagen, dass nur weil geistliche Reife vielleicht ein bisschen wichtiger ist, dass für mich sexuelle Attraktivität nicht zählt. Also ich glaube, das ist unglaublich wichtig für eine Beziehung. Das braucht es. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ich könnte nicht mit jemandem, der geistlich einfach wirklich unreif ist und nur mega sexuell attraktiv. Ich glaube, das wäre für mich so ein No-Go, weil dann, worauf baust du deine Beziehung? Dann, ja, hast du Freude aneinander und findest einander toll und schön, aber worauf baust du Beziehung? Was ist dein Fundament? Und ich glaube, gerade auch aus dem Biblischen gesehen, möchte ich, dass die Bibel und das geistliche Verständnis das Fundament von meiner Beziehung ist und dass wir zusammen auf Gott bauen können. Und das habe ich zum Glück. Und ich glaube, das ist mir dann doch ein Ticken wichtiger als die Attraktivität, welche mir aber nicht unwichtig ist. Ja. Ich denke, um da einzuhaken, ich habe beide Fahnen hochgehalten, das hat einen Grund. Ich würde jetzt nämlich ganz platt sagen, wenn du für mich nicht sexuell attraktiv bist, dann bist du für mich sowieso erstmal überhaupt keine Option. Also, straight up. Nein, also wirklich, aber das ist das Erste, was ich sehe, die erste Verbindung, und die muss für mich ganz klar stimmen. Aber ich gehe mit dir mit in dem Punkt, dass ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gehabt, wo ich mal eine kennengelernt habe, fand ich, hat da nicht alles gepasst, super cool. Und dann irgendwann, also wir haben jetzt nicht wirklich gedatet, es war wirklich so ein Kennenlernen im Jahrgang in der Schule. Und dann irgendwann hatte ich aber mir die Frage gestellt, weil sie war nicht gläubig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt nach so einer krassen Holy Spirit Night oder so nach Hause komme oder mich mit ihr treffen würde? Wie würde ich das erzählen? Würde ich das überhaupt erzählen? Sie könnte das überhaupt nicht miterleben, überhaupt nicht spüren und ich müsste das für mich behalten. Und das war so krass, das war so ein Erlebnis eigentlich in jungen Jahren, wo ich mir dachte, so, das hat mich voll geprägt, wo ich mir dachte, das ist für mich überhaupt gar keine Option. Und dann war eigentlich wieder der Fall von, ich sag mal, sexueller Attraktivität war super zweitrangig, weil ich dachte, das ist für mich ja massiv uninteressant, eine Beziehung zu führen mit einer Person, wo ich das, was mir so wichtig ist, den Glauben, die ganzen Erlebnisse mit Gott, mit dem, was Gott tut, das überhaupt nicht teilen kann. Aber deswegen trotzdem, to be honest, beide fahren, weil ich das andere nicht ausklammern könnte. Gehen wir einmal so rum. Mir gehen zwei Dinge durch den Kopf. Einerseits, so wie irgendwie die Gefühle des Verliebtseins, kann auch sexuelle Attraktivität mal kommen, mal gehen. Man kann sich besonders irgendwas Mühe geben oder attraktiver zu sein oder man kann sich total gehen lassen. Ja, deswegen, das kann kommen und gehen und davon würde ich jetzt nicht eine echte Beziehung abhängig machen davon. Und auch, wenn ich so das Bild habe, ich möchte mit ihm 90 werden, oder? Und einfach alt werden und ja, ich weiß nicht, sexuelle Attraktivität ist dann vielleicht nicht mehr so hoch im Kurs, aber geistliche Reife umso mehr. Attraktivität, ja, ich weiß ja nicht, was ich dann für Wünsche habe mit 90, aber geistliche Reife auf jeden Fall schon, das war mir schon immer wichtig, wird mir auch immer wichtig bleiben und deshalb habe ich jetzt mal grün gegeben. Ja. Was meinst du? Ja, eben. Ich habe es ein bisschen von der Seite auch aufgehört. Also ich glaube, beides sind wichtige Kriterien, die man, wenn man sie hat, dann muss man sich erst ernst werden, okay, was habe ich da für eine Erwartung?
Und auch, dass man jemanden attraktiv findet und da sich nicht übergeistig benimmt, weil es braucht eine Attraktivität und das ist auch, es ist wichtig, es ist vor allem auch für das Gegenüber wichtig, dass meine Frau will nicht mit mir zusammen sein, wenn ich sie eigentlich gar nicht attraktiv finde. Das ist einfach nicht cool, das ist einfach nicht schön, das ist keine Basis, das ist nicht toll. Und auf der anderen Seite, ich finde es mega schwierig, den anderen zu bemessen, wie geistig reif er ist. Vor allem, wenn ich in jemanden verliebt bin oder so und dann noch zu messen, okay, wie geistig. Ich finde das so schwierig zu sagen. Dieses Kriterium. Darum, ich weiß, dass man mal, also was mir wichtiger war, dass sie einen lebendigen Glauben hatte und das war für mich Ding, aber zu messen, wer ist jetzt geistig reif, ich finde das immer noch bis heute sehr schwierig. Darum finde ich es ein bisschen, war ich jetzt bei der roten Fahne. Ich weiß ein Stück weit, was gemeint ist, aber in der Praxis drin finde ich einfach beides sehr wichtig. Dass es einfach geistlich matcht, finde ich wichtiger, als ob man die geistliche Reife hat, die dann ausreicht. Macht Sinn? Ja, auf jeden Fall. Okay. Verständlich. Willst du? Soll ich ziehen? Ja, komm. Ist das die letzte Frage? Vielleicht zwei. Mal gucken, welches besser ist. Das ist unsere letzte Frage. Frauen sind zu wählerisch beim Dating. I'm ready. 3, 2, 1. Oh, Seite gegen Seite. Oh, krass. Okay. Weshalb denkt ihr, dass Frauen zu wählerisch sind beim Dating? Also es klingt so negativ, zu wählerisch, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Good point. Ja, man muss sich ja, ich sag mal, die Rosinen rauspicken dürfen, oder? Nicht? Ja. Ja, ich sehe einfach, es gibt sehr viele eigentlich gute Männer, die ein bisschen Zeit brauchen oder die ein bisschen gekonnt werden müssen, bis sie ein bisschen auftun, bis man merkt, wow, was da eigentlich in ihnen steckt. Darum finde ich es sicher gut, wenn man gerade einfach, wenn ein Date, es ist nur ein Date, und mit wem man auf ein Date geht, finde ich es cool, wenn man ein Stück weit genug großzügig ist und den Mut hat, auch einen noch rohen Diamanten hochzuheben, um zu schauen, wirklich, ob das dann eben doch ein Diamant sein könnte. Aber ich sehe das ein Stück weit sogar in beide Richtungen, aber also jetzt nicht nur, es ist kein Frauending in dem Sinne, aber dass man sicher einfach großzügig sein könnte. Und das gelingt nicht allen, dass man dann aber dass man von den Faktoren her einfach mal jemanden auch nehmen oder daten dürfte, kennenlernen dürfte, ohne. Ich schließe mich eben dir an, weil ich würde sagen, es sind nicht nur Frauen, weil gerade in letzter Zeit erlebe ich viele Männer, die wählerisch sind. Und ich würde es eben auf beide Parteien projizieren, dass oftmals auch Christen sehr wählerisch sind oder eben vielleicht aus verschiedensten Gründen gar nicht offen sind für so ein easy-going Date. Und trotzdem erlebe ich eben mittlerweile gerade in so meinem Umkreis, dass viele Frauen eigentlich ready wären, einfach mal einen Kaffee zu trinken. Für sie wäre das noch nicht so ein großes Drama und deshalb wären sie auch für einige Männer offen. Gut zu wissen. Und viele Männer, die finden, ich muss mir da ganz genau schon raussuchen. Und ich habe jetzt letztens gehört, dass die Argumentation ist, weil der Mann trägt ja die Verantwortung, er fragt ja die Frau und dann hat er Angst, dass erwartet wird von der Frau, dass der Mann schon ganz klar weiß, dass er sie möchte und dass er sie heiraten möchte und so weiter und so fort. Okay. Und dass oft deshalb vielleicht der Mann auch länger braucht oder genau aussuchen möchte, mit wem er auf ein Date geht, weil er ist ja eher der das anreißt und deshalb müsste er ja vielleicht auch schon eher Gefühle haben, weil was, wenn er noch gar keine Gefühle hat? Nein. Sie fragt, sie kriegt Gefühle und er ist dann so, sorry, doch nicht. Also eben wieder der Druck, von dem wir schon gesprochen haben. Genau, das ist so das, was ich höre in letzter Zeit, aber das finde ich auch voll schade, weil ich erlebe es oft so, dass viele offen wären, gerade auch viele Frauen offen wären, aber natürlich gibt es auch wählerische Frauen, das erlebe ich auch, also es gibt wirklich beides und ich würde sagen, es ist wirklich, Männer und Frauen können sehr, sehr wählerisch sein oder auch offen sein. Ich finde die Dates sogar cooler, wenn man noch nicht verliebt ist. Nicht? Unser erstes Date war super schön. Wir waren noch nicht verliebt, aber es war einfach super witzig. Funny. Welches war das jetzt? Wir gingen tanzen. Spontan gingen wir tanzen und am Schluss waren wir noch genau. Nachher waren wir noch am Schluss am Fluss, haben gesungen zusammen, geworshipped bis in der Nacht. Und das war super schön. Weil es war so frei, weil noch niemand hatte Gefühle, es war noch nicht so tief und so. Einfach mal, let's try. Ja, mega. Ja. Go for it. Okay, ich glaube, ich hätte so zwei Sachen. Zum einen würde ich sagen, Männer, habt mehr Mut.
und Frauen habt auch mehr Mut. Ich finde das mega spannend. Ich glaube nämlich super oft zum Beispiel ist das Bild, dass voll oft Frauen das Gefühl haben, dass auch den ersten Schritt zu machen oder einfach mal jemanden anzusprechen, dass das super unangenehm ist und super komisch. Ich würde jetzt einfach mal droppen, ich glaube, dass es nicht so ist. Das war jetzt bei uns in dem Fall jetzt nicht so. Aber ich habe das schon so oft erlebt, dass irgendwie, also entweder bei Freunden oder auch mal selber, dass irgendwie mal einfach eine kommt und mal sagt, hey, ich finde dich ganz interessant und dann, ja, okay, du bist vergeben oder was auch immer, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist ganz locker und ich glaube, dass da viel mehr Mut sein darf und gerade auf der Männerseite, ich erlebe das super oft, dass Männer das Gefühl haben, boah, die Frau ist nicht in meiner Liga. Oder vielleicht, da komme ich niemals ran oder welche Chancen habe ich. Aber dass meistens gerade die Frauen eigentlich voll offen wären, weil so viele Männer das Gefühl haben oder sich irgendwie denken, oh, die wird so oft angesprochen oder so. Und ich denke, mit einem fröhlichen, natürlichen, lockeren Einstieg kann man immer fragen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich meine, was passiert? Im schlimmsten Fall fragst du und die Frau sagt nein, aber wenn du das locker lustig gefragt hast, dann kann man genauso locker lustig das Nein auch akzeptieren, aber man ist weitergegangen und ich glaube, man darf da einfach viel entspannter werden und es einfach mal probieren. Ich glaube, die meisten Frauen fühlen sich sogar sehr geehrt und gesehen. Und ich glaube, sogar wenn sie ein Nein sagt, hat es ihr trotzdem etwas bedeutet und sie wird dich nicht als negativ abstempeln. Ja. Also ich kenne keine Frau, wirklich keine, die jemals auf ein Date gefragt wurde und dann fand, oh, jetzt ist dieser Typ plötzlich doof, weil er mich gefragt hat. Ich glaube, im Gegenteil, manchmal war das Timing einfach nicht da oder man hat einfach schon für sich gewusst, nee, da möchte ich jetzt gerade nicht rein investieren. Aber dass man dann irgendwie plötzlich negativ gegenüber diesen Typen war, im Gegenteil, meistens war man eher sogar, oh cool, wow, der hat sich getraut, mega beeindruckend, mega schön, eine gute Art und Weise. Also ich glaube, wenn man das eben auf eine gute Art und Weise macht, auf eine angenehme Art und Weise, dann kann eigentlich nichts schief gehen, sondern im Gegenteil, man ehrt sogar eher noch eine Frau, weil Frauen wollen gesehen werden, wollen angesprochen werden. Ja, und ich glaube, das tut sogar ganz vielen Frauen gut, mal gesehen zu werden, auch wenn es dann vielleicht gar nichts draus wird. Also ich glaube, das ist überhaupt nichts Negatives, Cool. Ja, wunderbar, vielen Dank. Wir enden noch mit einer letzten Frage, wo wir nur die Fahnen aufhalten und dann nichts mehr sagen. Das wird unser Schluss sein für euch und dann werdet ihr euch wundern. Aber jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind in dieser Beziehungsserie und wir hoffen, dass auch in deinem Leben, dass Gott dir hilft und vor allem, dass du in dieser ganzen Thematik auch immer wieder Gott drin erleben darfst und eine Ruhe für dich haben kannst. Du bist wertvoll, du bist wunderbar geschaffen und lass dir das, vor allem diese Wahrheiten, diese göttlichen Wahrheiten, auf keinen Fall rauben. Und jetzt? Malte, letzte Frage. Letzte Frage. Okay. Nur zeigen, wir verabschieden uns mit unseren Fähnchen. Das finde ich tricky, nicht sagen zu dürfen. Wir dürfen nichts sagen. Es wird, der Cliffhanger des Lebens, ja. Die Ehe ist eine veraltete Institution. Let's go. 1, 2, 3. Wir sind uns das erste Mal einig! Mega schönes Ende. Red Flags, ne? Ja.